Willkommen, du lieber Mensch, beim Wochenorakel. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen in die Karten hineinschauen können. Ich habe schon vorab die Karten sortiert, ich habe sie noch nicht angeschaut und habe zur Kennzeichnung den Koala rausgesucht für den Stapel 1, den Seestern für den Stapel 2 und den Delfin für den Stapel 3. Du ganz intuitiv und mit dem Herz entscheiden, welcher Stapel das dich anspricht. Ich werde in den Kommentaren wieder Zeitstempel setzen, dass du direkt zu deinem Stapel switchen kannst. Ich wünsche dir viel Freude dabei und wenn es dir nicht zusagt, dann lass die Energie einfach vorbeigehen und ich würde mich dann freuen, wenn du die nächste Woche wieder dabei bist. Natürlich freue ich mich auf einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Willkommen zum Stapel Nummer 1 oder zum Stapel mit dem Koala. Du hast den Koala-Bär ausgesucht. Schauen wir mal, was sich da für eine Energie darunter verbirgt. Gut. Oh, das Getreide. Also da geht es um Fülle, um Erde, um das Geschenk von der Erde, auch das Bewusstsein von Fülle, von nicht im Mangel hinein sein. Oh, und dann noch die Liebe dazu. Also im Moment nehme ich wahr, dass du dich eigentlich... Oh, da müssen wir mal schon schauen. Okay. Dass du ein Mensch bist, der sehr ein positiv eingestellter Mensch und jetzt kann aber sein, dass eine Situation auf dich zugekommen ist, wo du sehr verletzt worden bist. Also im Herzen hinein. Dass vielleicht irgendjemand etwas dir gesagt hat, wo dich sehr, sehr traurig gemacht hat, wo dich eigentlich auch so ein bisschen aus der Bahn rausgerührt hat. Das bist du dir auch überhaupt nicht gewöhnt. Weil normalerweise bist du ein Mensch, der alles sehr gut im Griff hat. Aber da ist irgendetwas, wo dich wirklich sehr, sehr verletzt hat im Herzen. Ich nehme an, dass das ist irgendeine Aussage sein oder von einem Menschen, der dir sehr, sehr wichtig ist, der dich angegriffen hat, wo es einen Streit gegeben hat, wo es einen Konflikt gegeben hat, wo dich wirklich ein bisschen aus dieser Bahn rausgeworfen hat. Ich spüre aber auch, dass der Konflikt, der entstanden ist, wo zwar der andere Mensch dich verletzt hat oder wo dich verletzt hat, wird nicht können auf dich zukommen und sich dafür entschuldigen. Da musst du wie über dich stehen. Und den ersten Schritt auf die Person zu machen. Weil ich glaube, die Person weiß, dass sie sich sehr verletzt hat und weiß jetzt gar nicht, wie er das wieder gut machen soll. Und weil sie so ein bisschen eine verfahrene Situation ist, tut man dann einfach lieber nichts sagen. Das kennst du ja vielleicht auch. Lieber nichts sagen, statt dann etwas Falsches oder einfach auch sehr grosse Angst, weil er gemerkt hat, er hat einen sehr grossen Fehler gemacht. Aber da musst jetzt wirklich du drüber stehen und wenn den Konflikt lösen willst und dass auch du wieder zur Ruhe kommst und du dein Herz kannst wieder beruhigen, musst du irgendwie einen Schritt auf die Person zugehen, dich vielleicht melden, eine Nachricht schicken oder so. Einfach ein Zeichen, dass du trotzdem noch da bist. Weil ich kann mir vorstellen, der Mensch hat Angst, dass er dich durch das verloren hat. Aber ist irgendwie auch hilflos, um auf dich zuzukommen. Also das ist so ein bisschen die Grundenergie, eben, dass dir eigentlich sehr gut geht, aber dass da wirklich etwas vorgefallen ist, was dich sehr, sehr verletzt hat. Und
dass du aktiv musst werden, um eigentlich den Konflikt wieder aufzulösen. Ja, ich weiß, es ist nicht immer einfach, vor allem, wenn man selber eigentlich gar nicht in der Schuld ist. Aber zum selber Frieden schliessen, würde ich dir jetzt da empfehlen oder zeigen, dass spüre ich das von diesen Karten, dass du den aktiven Schritt musst tun, dass da wieder Heilung reinkommt. Ja, da haben wir noch die Ritterin, Königin von der Scheiben. Also ich nehme dich wirklich als sehr, sehr, sehr starke Persönlichkeit wahr. Da haben wir jetzt 3-mal haben wir eine Königin. Also da steht nicht für weiblich in dem Sinn das Geschlecht, sondern wirklich für die weibliche Qualität. Aber da sehe ich schon, also um den Konflikt zu lösen und damit wieder dich wirklich auch frei fühlst, musst du aktiv werden. Du musst ruhig und gelassen versuchen, auf die Person zugehen und quasi den Konflikt oder das auflösen. Und das wirst bestimmt auch machen, weil du wirst auch die richtigen Worte haben und die andere Person wird sehr, sehr, sehr froh sein, dass du den Schritt gemacht hast. Da ist noch so eine Helferkarte. Wenn du das so ein bisschen auflösen hast, dann hast du auch wieder einen Wunsch frei. Also du bist dann auch wieder frei und kannst auch wieder frei schnaufen, dass du nicht das eingeengende Gefühl hast. Ja, und dann habe ich da nochmal 2 das Lichtwesen, das dich die nächste Woche begleitet. Der El Moria und der Engel von der neuen Sichtweise. Und das finde ich, dass der Engel wird dir sicher auch helfen, weil wenn du eine andere Sichtweise einnimmst, eben, dass du das vielleicht auch anschaust, um das aufzulösen, dass es dann auch dir besser geht, hilft sicher, um einen guten Wochenstart zu haben und dass du wieder auch in die Fülle und in die Liebe hineinkommst, die du den Menschen gegenüber hast. Und da haben wir erwachende Präsenz. Das Universum ist mit dir, trage einen Schutzmantel der Liebe. Also wenn du dich auch in Liebe hüllst, das wird dir sicher auch helfen, um einfach auf den Menschen zuzugehen. Auch mit dem Engel von der neuen Sichtweise, dass da eine Auflösung wirst finden. Und dich nachher auch wieder wirklich, nicht nur hast einen Wunsch frei, aber da nehme ich dann auch so, einfach auch die Leichtigkeit, dass da wird auch etwas geklärt und so, und dass du wirklich kannst, beruhigt eigentlich wieder aus dem Vollen rausschöpfen. Ja, ich hoffe, die Inspiration hat dir geholfen. Ich wünsche dir eine ganz gute Woche. Tu mir doch einen Daumen gegen rauf. Du darfst auch einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bye bye. Willkommen zum Stapel Nummer 2. Hallo. Du hast dich für den Seestern entschieden. Öffne dich den unbegrenzten Möglichkeiten. Schauen wir da mal, was es so ein bisschen Woche, wie es dir geht, was für eine Grundenergie. Oho, ja. Also, da geht es um Erdung, Verbindung. Es kann sein, dass du dich auch so ein bisschen erschöpft fühlst, dass du dich müde fühlst, dass du viel geleistet hast jetzt so ein bisschen in letzter Zeit und so ein bisschen dir die Erdung fehlt. Und so ein bisschen die Verbindung zu dir selber. Ja, ich nehme also da schon wahr, dass die Erschöpfung ist und irgendwie so ein bisschen wie über dem Boden bist und dir so ein bisschen die Bodenhaftung fehlt.
ja, so ein bisschen wirklich so, dass vielleicht so ein bisschen auch viel Aufregung war durch die Arbeit, die du machst. Es kann sein, dass du Mami bist und viel Stress hast mit den Kindern und das einfach auch dann sehr erschöpfend ist. Wenn man nur arbeitet und irgendwie im Moment gerade keinen Erfolg hat. Und das bist du dir eigentlich gar nicht so gewöhnt, weil du das schon sehr gut im Griff hast. Ich weiss nicht, ob die mit den Schamanen auseinandersetzen tust. Einfach auch die Verbindung auch zu den Ahnen, sich ja, die Verbindung und die Hilfe auch von den Ahnen holen. Ja, das kann entweder sein jemand, der lebt, oder halt jemand, der nicht lebt, wo in Kontakt treten tust, zum Hilfe holen, zum Unterstützung holen, damit dass du wieder besser erden kannst. Oder damit du gut erden kannst und auch einen guten Ausgleich bekommst. Weil ich denke, du bist sehr ein ausgeglichener Mensch, aber im Moment gibst du etwas mehr Beachtung wie am anderen, dass auch dass der Ausgleich, dass in den Ausgleich hineinkommst. Ja, vielleicht ist dir auch so ein bisschen die Lebensfreude, dass dir jetzt so ein bisschen abhanden gekommen ist. Ja, dass dich wirklich auch erschöpft fühlst, dass du viel geleistet hast, wirklich viel geleistet hast und jetzt auf den letzten Meter bist und einfach jetzt merkst, wow, das hat mich mega geschlaucht und du hast dir aber auch nie irgendwie eine Auszeit genommen oder zwischendrin eine Pause gemacht, sondern du hast geschafft und geschafft und geschafft und geschafft und geschafft oder gemacht und da und hast dich selber eigentlich gar nicht so gut geerdet. Ja. Ich glaube, das Problem ist wirklich, dass du sehr ein geerdeter Mensch bist. Wirklich, also nicht himmelhoch jauchzend, sondern sehr geerdet. Aber durch das, dass du sehr auch pflichtbewusst bist, einfach auch in die Erschöpfung gekommen bist. Da haben wir auch die Mäßigkeit, also da wirklich nochmal, da bist du wirklich die nächste Woche angehalten, um zu versuchen, wieder ein bisschen Gleichgewicht reinzukriegen. Sei das in deinen Alltag als Eltern oder in deinen Alltag, in deinem Berufsalltag oder ja, etwas, wo etwas gibst zu viel Beachtung und etwas gibst zu wenig Beachtung. Da haben wir zweimal den König von der Münze, dass du einfach dann auch wirklich auch wieder in das Element hineinkommst und wo du dich auch wohlfühlst. Vielleicht hast du auch viel Stress gehabt und das vertreibst du eigentlich überhaupt nicht. Das kann auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Schau, da kommt der nächste. Da haben wir noch das Lichtwesen, das dir hilft. Also, der White Eagle, wo kommt Geister ahnen. Da steht, verbinde dich mit deinen Vorfahren, eine Familienwunde oder ein Familienmuster kann jetzt geheilt werden. Das ist also wirklich vielleicht nochmal ein Hinweis, dass es vielleicht die Hause wirklich extrem viel Stress gegeben hat. Etwas vielleicht, was nicht gelaufen ist, wo vielleicht ist auch dein Partner ausgefallen oder ja, ich nehme an, das ist etwas die Heime, wo dich wirklich und dass du da wirklich schaust, dass die nächste Woche, dass du wirklich wieder besser in Einklang kommst und ich weiss nicht, wie intensiv dass du dich mit deinen Ahnen auch befasst oder mit ja, mit deinen Ahnen und
da kannst du ja zum Beispiel sie auch ehren, indem dass du irgendwie eine Kerze anzündest und ich weiss nicht, wer dir näher am Herzen ist und mal wieder an den Menschen denkst und so ein bisschen auch wieder in deine Ruhe reinkommst. Vielleicht ist es auch jemand, wo dir ein Vorbild war und dir wieder so ein bisschen Ruhe und Gelassenheit und einfach auch die Energie zurück kann wiedergeben. Weil normalerweise bist du schon ein Mensch, wo das sehr gut kann, das handeln, dass du eigentlich schon ein Mensch bist, wo das sehr ausgeglichen bist. Aber dass die letzte Woche einfach da noch mitschwingt. Aber die nächste Woche tun dich einfach auch, ja, eben vielleicht da der Tipp mit den Ohren, wenn der Schamane zweimal kommt, dass du da kannst, ja, klares Bestreben. Da haben wir jetzt zwar noch ein bisschen kalt und kühl mit mit der Winterlandschaft, aber dass vielleicht auch wirklich so auch in die Klarheit hineinkommst, wieder, dass du die Grenzen setzen kannst und dich auch mal für dich zurückziehen kannst und etwas für dich machst. Ja. Dann haben wir noch den Engel. Also das wäre das Lichtwesen, das dich begleitet. Und das ist der Engel, der die nächste Woche dich begleitet. Das ist der Engel der Kommunikation und steht unten dran: Mir kannst du alles erzählen. Ich möchte dir zu und ich höre dir zu und bin für dich da. Also das merke ich schon. Also da bist du wirklich so ein bisschen angehalten. Verbinde dich so ein bisschen mit dem Universum, mit den Geistwesen, mit den Engeln, mit deinen Ahnen, um wieder in die Ausgeglichenheit zu kommen. Und du wirst das, denke ich, wenn du das klar für dich definieren kannst, wirst du auch wieder in den Ausgleich kommen und das wieder besser verarbeiten, die Erschöpfung oder die Erschöpfung, die du da hast, oder den Stress und so weiter. Ja, ich hoffe, du hast eine gute Woche und wenn es dir gefallen hat, machen wir doch einen Daumen gegen rauf. Wenn es nicht passt hat, dann hast du sicher nicht so lange geschaut und tschüss bis nächste Woche. Willkommen zum Stapel Nummer 3 oder zum Delfin. Du hast dich für den Delfin entschieden. So, schau mal, da ist jetzt schon die erste Karte aufgedeckt. Also, allein sein, die Insel und der Kreis. Okay. Ich habe das Gefühl, die letzte Woche hast du dich ein bisschen zurückgezogen und hast dir über gewisse Sachen Gedanken gemacht. Ja, du bist in dich gegangen und hast vielleicht auch gewisse Sachen sind dir bewusst worden, dass du dir vielleicht zum Abschluss musst bringen, weil sie sind jetzt irgendwie vielleicht auch vollkommen und du hast Erfolg gehabt mit dem, was du gehabt hast. Und das muss man jetzt viel loslassen, um auch wieder etwas Neues anfangen. Also ich glaube, du bist eigentlich so ein bisschen in einer guten Energie drin. Dieses Thema, kann ich mir vorstellen, ist einfach auch das Akzeptieren und das Loslassen und Verstehen, dass auch etwas zu Ende geht und wieder etwas Neues anfangen tut. Oder wenn du spürst schon in dir rein, hey, da spüre ich irgendetwas, wo da krüselt, dann darfst du dem gerne vertrauen und das Alte einfach als Erfolg abschliessen. Ja, ich denke mir, das, was du, dein Projekt oder dass du jetzt am Abschliessen bist, das darfst du auch wirklich gehen lassen, weil das ist wirklich, das hast du erfolgreich gemeistert. Du hast für das Projekt oder für die Arbeit, hast du
hast du sehr, sehr viel Zeit investiert und ja, eben wie, es ist Zeit, um etwas zu gehen, weil da wird auch schon wieder etwas Neues vorkommen. Ja, es ist vielleicht so ein bisschen, wirklich so ein bisschen die Energie, das Alte nicht gehen lassen, aber doch juckt und zwickt schon irgendetwas Neues da unten dran. Ja, du blockierst, um das loszulassen, blockieren dich vielleicht auch die Gedanken, zwei Gedanken, wo du einfach, ja, bist hin und her gerissen, eben, vielleicht einerseits weisst ja, um etwas Neues anfangen, muss ich das Alte abschliessen, aber gleich will ich das Alte nicht abschliessen, weil es vielleicht so schön war und so erfolgreich. Da musst du so ein bisschen schauen, dass du dann nicht zu lang in diesen Gedanken verharrst, sondern wirklich einmal Schnuff holst und dann die Entscheidung triffst und dann auch in den Glauben gehen und auch den Neuanfang zulassen. Oder für das neue Projekt oder was neu willst du gerne starten. Das Lichtwesen, das dich noch begleitet, ist das Heilige Selbst. Das ist so ein bisschen die weibliche Form vom Heiligen Geist. Sie sagt also, los wirklich sehr stark auf deine innere Stimme. Das Universum unterstützt dich und das ist auch ein universelles Gesetz. Alles tut sich immer verändern und nichts ist beständig und darum wirst du auch animiert, um das den Erfolg zu geniessen, aber auch das Neue annehmen, weil da wird wirklich etwas bei dir rausgehen. Und dann der Engel vom Frieden. Bewahre dir deinen inneren Frieden. Also ich glaube, du bist wirklich du bist sehr eine zufriedene Person, aber du hast Mühe mit dem Loslassen. Das darfst du aber, weil du hast das wirklich erfolgreich abgeschlossen und lass das auch raus, wo rauskommen. Aber für das müsstest du wirklich zuerst das Alte abschliessen. Genau. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dich inspiriert hat, freut es mich sehr. Gib mir einen Daumen hoch, wenn du magst und es dir eben gefallen hat. Und wenn es dich nicht angesprochen hat, dann kannst du noch einen anderen Stapel schauen oder schaust die nächste Woche bei mir rein. Bye bye!